Ja, schönen guten Abend, Valentinstag. Ich habe meine Frau mal gefragt, Schatz, sag mal, an was denkst du jedes Jahr, wenn du Valentinstag hörst? Dann hat sie natürlich gesagt, an Blumen. Dann hat sie mich gefragt, an was denkst du? Dann habe ich gesagt, oh, schon wieder ein Jahr älter. Meine Frau, die macht sich über das Älterwerden überhaupt keine Gedanken. Die hat sogar mal unsere Kinder einen Zettel hingelegt, sind auf dem Friedhof. Ich habe drunter geschrieben, kommen aber wieder. Aber sonst ist sie total happy gerade, meine Frau, weil sie ist zum ersten Mal Oma geworden. Ja. Ja. Und deshalb gleich mal eine Frage an Sie. Sieht man mir das an? Sie erzählt überall rum, sie sei Oma geworden und ich bleib der Alte. Nein, wir sind wirklich happy, endlich Großeltern. Wenn man überlegt, viele potenzielle Großeltern, die warten ja ewig. Bekannte von uns, die sind beide 65, die haben immer noch Sex, weil die Enkelkinder wählen. Ja, da hat er gesagt, 65 sei das ideale Alter für Kinder. Er muss sowieso 10-mal in der Nacht aufstehen. Viele ältere Menschen sind wirklich verzweifelt. Ich habe mal gelesen, 2019 ist in Australien eine 74-jährige Frau Mutter von Zwillingen geworden. 74-jährige Mutter von Zwillingen, das ist doch auch nicht Sinn der Sache, oder? In dem Alter muss man auch aufpassen, dass die Mama der Kinder nicht der Brei weg isst. Und dann. Und jetzt ist ja oft die Frage von den Großeltern, wie heißt denn das Enkelkind? Das sagen die einem ja gar nicht mehr. Jetzt in Italien ist es ja so, da ist Tradition, dass die erstgeborenen Enkelkinder eigentlich immer so heißen sollten wie die Großeltern. Ich hätte eigentlich heißen sollen wie mein Opa und der hieß Giuseppe, auf Deutsch Josef. Das hat nicht ganz geklappt. Heute bin ich froh, in Deutschland als Josef muss ich vielleicht eine Maria heiraten und die wird dann ohne mich schwanger geworden. In Deutschland gibt es solche Verpflichtungen gar nicht. Da achtet die Behörde lediglich drauf, dass das Kind durch den Vornamen und Nachnamen einigermaßen zurechtkommt, dass das zusammenpasst. Das kann sein, Sie sind auf dem Standesamt und der Standesbeamte sagt, sind Sie sich da wirklich sicher? Möchten Sie nicht noch mal eine Nacht drüber schlafen? Wollen Sie Ihren Sohn wirklich Axel nennen, Herr Schweiß? Oder zum Beispiel... Oder Sie, Ihre Tochter, wirklich rosa, Frau Schlüpfer? Meine Frau, die hat sowieso ein Trauma, was Namen angeht. Muss ich Ihnen ganz kurz erzählen. Meine Frau und ich haben 1982 in Italien geheiratet. Und vielleicht kann sich der eine oder andere daran erinnern, 1982 hat Deutschland das Fußball-WM-Finale gegen Italien verloren. Und deswegen wurden ja die Heiratsanträge von italienischen Männern auf deutschen Behörden quasi nicht bearbeitet. Und da habe ich gesagt, kein Problem, wir den standesamtlich in Italien heiraten. Das hätte man nicht machen sollen. Die Italiener sagen ja, die Behörde in Italien, das sei der Träger der Nation. Aber glauben Sie mir, die sind noch Träger. Wissen die, was die gemacht haben? Die haben tatsächlich in unserer Heiratsurkunde den Vor- und Nachname verwechselt. Meine Frau hieß vor der Ehe Sibylle Malmsheimer und nach der Eheschließung in Italien nicht Sibylle Del Core, sondern Heinrich Malmsheimer. Ich denke mal was anderes. Meine Frau ist voll durchdreht. Ich sage, jetzt reg dich nicht auf. Ich liebe dich auch, wenn du Heinrich heißt. Ja, nein, das geht nicht. Sage ich, beruhig dich, Heinrich, habe ich gesagt. Seit 26 Jahren lebe ich mit dem Namen und ist noch nie was passiert. Jetzt haben die italienische Behörde aber gesagt, okay, wenn wir den Familiennamen wieder ändern lassen wollen, dann müssen wir uns erst scheiden lassen. Deshalb haben wir 3 Monate in Deutschland nochmal standesamtlich geheiratet. Und in dieser Zeit lebte ich halt mit Heinrich unter einem Dach. Und ich wollte ihr halt auch das Gefühl als Frau geben, dass ich sie toll finde oder so. Und habe zu ihr gesagt, Heinrich, du hast unheimlich schöne Brüste. Und dieses Jahr steht jetzt die Hochzeit von unserer Tochter an. Und das wissen Sie ja, wenn die Tochter heiratet. Die hat uns eingeladen und hat gesagt, ja, sie haben jetzt vor, sie kriegt nicht nur Kindle, sondern sie will auch heiraten. Und dann haben wir uns gefreut, heiraten. Und dann sagt meine Tochter aber gleich, ja, aber nicht kirchlich, sondern eine freie Trauung. Eine freie Trauung wieder. Und dann war ich schon enttäuscht. Wissen Sie, ich bin katholisch erzogen und eine Ehe entsteht für mich halt im Himmel.
Genauso wie Hagel, Gewitter und Tornados. Ja. Ich liebe diesen Satz, was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Aber da hält sich ja keiner mehr dran. Ich weiß noch, als kleiner Bub habe ich meinen Opa gefragt, Opa, was war deine schönste Zeit mit Oma? Da hat er gesagt, die Kriegsgefangenschaft. Ja, auf jeden Fall, meine Frau ist jetzt total nervös. Oh Gott, sie heiratet, was schenken wir, wen ladet die ein, was zieht man an und wen macht man den Friseurtermin. Und vor allen Dingen macht sich meine Frau jetzt auch Gedanken über mein Outfit. Kommt die zu mir und sagt, sag mal, was ziehst du zur Hochzeit an? Sagt, irgendeinen Anzug. Ah, du hast doch bloß einen. Ja, das stimmt, der von der Kommunion vom Ältesten. Und ich war immer noch der Meinung, der passt mir. Kennen Sie, wenn Sie so eine Knack- und Backdose aufmachen, die Knack- und Backdose, kennen Sie das? Wenn das so rausquillt, so hat das ausgesehen. Meine Frau hat gesagt, so nehme ich die nicht mit. Du gehst nach Memmingen, kaufst du was Neues. Da bin ich nach Memmingen und habe mir ein neues Auto gekauft. Ja. Und jetzt kommt meine Frau mit der Hochzeitseinladung von unseren Kindern und sagt, guck mal, was da drauf steht. Die machen eine vegane Hochzeit. Eine vegane Hochzeit. Da macht sich meine Frau jetzt Gedanken, oh Gott, kommen die Gäste auch fleischlos zurecht? Ich habe gesagt, mach dir lieber mal Gedanken, ob die Gäste überhaupt kommen. Was war früher Standard bei Hochzeitsessen? Wer weiß es noch? Mischte Braten, Spätzle und Soße, oder? Ja, und für die besser Betuchten mit Krokette. Und was steht auf der Einladung? Was drauf stand da? Aubergine Carpaccio, dann mediterrane Couscous-Salat mit Granatapfelkerne, Dinkel Amaranthbrätlinge und zum Nachtisch, ich glaube, Hafermilchbrei mit weiß ich was. Jetzt kommt meine Frau zu mir und sagt, oh Gott, sie ist hundertprozentig überzeugt, wenn das Fest rum ist, die Leute gehen irgendwo näher zum Essen. Dann habe ich gesagt, da brauchst du dir keine Gedanken machen. Ich habe eine Überraschung für meine Tochter und für das Brautpaar. Ich habe einen Hähnchenwagen bestellt. Und welche Frage kommt auch immer auf von den Großeltern? Was schenken wir zur Geburt? Das ist auch immer die Frage, gell? Meine Frau gleich, wir schenken den Kinderwagen, sofort. Hat sie gleich im Internet nach Kinderwagen geguckt und als sie mir die erste Preise genannt hat, ich habe gefragt, ist das Kind schon dabei? Wissen Sie, was heute so ein Kinderwagen kostet? Ich habe gesagt, für das Geld habe ich früher einen Mofa gekauft. Und sie gleich hat dein Mofa Scheibenbremse gehabt. Dann sagt sie, neu, aber der Kinderwagen hat Scheibenbremse. Ich habe gesagt, wahrscheinlich hat er eine Zentralverriegelung, Baby-Surround-Anlage. Und dann hat sie mir vorgelesen, was sie für uns bestellt. Ein TFK 3-1 Kombi-Kinderwagen mit 4 Luftreifen und einem Maxi-Cosi Cabrio Fixsitz mit einem XXL-Zubehörpaket mit schwarz lackierten Alufelgen, einer Powerbank und einem USB-C-Anschluss. Ja. Ich habe gleich gefragt, gibt es den aber als Vorführwagen? Da sagt sie, neu, aber als Hybrid und mit E-Motor. Es gibt Kinderwagen mit E-Motor. Wirklich. Gut, das ist nachvollziehbar. Weil die Mütter werden ja immer älter. Ja, und wenn die Mutterschaft mal mit der Rente zusammenfällt, willst du beim Schieben einfacher haben. Wissen Sie, wie ich früher den Kinderwagen gekauft habe? Über einen Kleinanzeiger, mir kein Geld geht. Ich war ganz stolz, habe den Kinderwagen nachgestellt. Schatz, guck, da hast du ihn. Sie alle Hände im Kopf zusammengeschlagen. Um Gottes Willen, was ist denn das? Ein Kinderwagen. Ja, aber ein Zwillingskinderwagen. Und ich habe mich noch gewundert, weil der gesagt hat, 2 für 1. Jetzt hat meine Frau unseren Ältesten 2 Jahre lang mit dem Zwillingskinderwagen rumschieben und jeder hat natürlich reingeguckt. Oh, sind das eineigige Zwilling? Und sie hat nie gewusst, was sie sagen soll. Ich hätte halt gesagt, ja, aber der Hässliche lassen wir immer daheim.